Hallo alle und willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute will ich euch die ganze Geschichte der deutschen Sprachen auf Deutsch erklären. Die deutsche Sprache ist eine uralte Sprache, die sich mit Zeit viel verändert, die andere Sprachen sehr beeinflusst hat und nach heutzutage eine große Rolle in der Welt spielt. Komm mit mir zurück zum Anfang und lass uns die Geschichte der deutschen Sprachen erkunden. Die deutsche Sprache kann in ein paar Epochen geteilt werden. Zuerst war diese Sprache kaum, was wir heute kennen. Es wurde vor Proto-Germanisch geboren und wurde zwischen den Jahren 2500 vor Christus und 500 nach Christus gesprochen. Das wird die germanische Elternsprache genannt. Es war nicht mehr proto-indoeuropäisch, aber es war noch nicht Proto-Germanisch, als die erste Klangverschiebung in den germanischen Sprachen passiert ist. Dann kam Proto-Germanisch, das in 3 Abzweigungen geteilt wurde: Ostgermanisch, Nordgermanisch und Westgermanisch. Aus Ostgermanisch kam Gottisch und das ist schon ausgestorben. Aus Nordgermanisch kam Altnordisch und dann Norwegisch, Isländisch und Schwedisch und so weiter. Und zuletzt ist Althochdeutsch aus Westgermanisch gekommen. 500 nach Christus war Althochdeutsch eine deutliche Sprache. Diese Änderung ist mit Konsonantenwechseln gekommen, die das Hochdeutsch vom Plattdeutsch getrennt haben. In den nächsten 550 Jahren hat sich die Sprache weiterentwickelt. Auch am Anfang der Althochdeutsch-Epoche werden deutschen Runen nicht mehr verwendet und wurde durch die lateinischen Buchstaben ersetzt. Von dieser Epoche haben wir die ersten geschriebenen Werke. Die meisten von ihnen waren religiöse Schriften. Das älteste Buch in der deutschen Sprache wurde die Apophthegms genannt. Das ist ein Buch mit einer Wortliste, einem Glossar oder Synonymen von Lateinisch zu Deutsch. Es wurde zwischen 750 und 775 geschrieben und ist eines der einzigen 3 Werke, die wir aus diesem Jahrhundert haben. Von ca. 800 nach Christus haben wir Hildebrands Lied. Das ist heroische Poesie, die die Geschichte einem Vater und Sohn erzählt. Hier ist ein Auszug von Hildebrands Lied. Hudebrand sprach, Hildebrands Sohn, das erzählte mir unsere Leute, Alte und Weise, die ehedem da lebten. Hildebrand heiße mein Vater, ich heiße Hudebrand. Vollmast ist nach Osten gegangen, floh vor dem Hass Odoakers. Tote mit Dietrich und fielen seine Kämpfe. Ließ im Länderarm zurück, die Frau im Hause und den unerwachsenen Sohn. Er ritt nach Osten hin. Deswegen entbehrte Dietrich seither die Abwesenheit meines Vaters. Der war ein so freundloser Mann. Er zürnte Odoaker maßlos, der liebste der Kämpfer Dietrichs. Er war immer an der Spitze des Heers. Ihm war der Kampf allzu lieb. Bekannt war er der kühnsten Streitern. Ich glaube nicht, dass er noch lebt. Mittelaltdeutsch war die Epoche, die mit 1050 angefangen hat und ist bis um 1500 gelaufen. Diese Zeit hatte auch keine Standardsprache. In dieser Zeit hat sich Deutsch ein bisschen mehr durch Europa verbreitet. Geschriebene Werke aus dieser Epoche enthalten Iwein, der Hauptmann von Aue, geschrieben wurde. Das ist eine romantische Poesie, die in den 1200 Jahren geschrieben wurde. Hier gibt es einen Auszug davon. Galvan kümmerte sich um die Waffen, Kehr legte sich zum Schlafen nieder, mitten im Saal unter den Gästen, weil er ohne Rücksicht auf gutes Benehmen ausruhen der König und die Königin wollte. Hatten sich ebenfalls bei den Händen eingriffen und waren gemeinsam in die Schlafkammer gegangen und hatten sich sogleich schlafen gelegt. Mehr des Vertrauten war ein anders, wegen der Ausermattung. Bald schliefen sie ein. Frühneuhochdeutsch ist die nächste Epoche, die von 1350
bis 1650 gedauert hat. In dieser Zeit war die Druckmaschine erfunden worden und das war ein großer Schritt für die deutsche Sprache. Das war der Anfang, um eine Standardsprache zu haben. Das kam aus der Druckersprache, eine Version von Deutsch, die Schreiber genutzt haben, um ihre Werke lesbar für Leser aus jeder Region zu machen. Sie haben sich bemüht, die reinste Version von Deutsch zu nutzen, die jeder verstehen könnte. Ein wichtiges geschriebenes Werk aus dieser Zeit ist die Lutherbibel, eine Übersetzung der Bibel ist. Es wurde von Martin Luther und seinem Team von Übersetzern, die Experten in Sprachen waren, wie Griechisch, Lateinisch und Hebräisch übersetzt. Diese Bibelübersetzung war ein großer Teil für den neuen Standard der deutschen Sprache, weil Menschen überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz diese Bibel gelesen haben. Neuhochdeutsch hat um das Jahr 1650 angefangen und ist nach was heute gesprochen wird. Was aus dieser Epoche am bekanntesten ist, sind die Brüder Grimm, Bruder Jakob und Wilhelm Grimm, die berühmte Folklore geschrieben haben. Die meisten Menschen kennen die Brüder Grimm von Aschenputtel, Hänsel und Gretel, Rapunzel, Dornröschen und Schneewittchen. Im Jahr 1838 haben die Brüder angefangen, ein deutsches Wörterbuch zu schreiben, aber konnten es nicht fertigstellen. Heutzutage gibt es 550.000 deutschsprachige Menschen auf der Welt. Der größte Teil von ihnen ist in Deutschland. Es gibt auch viele deutschsprachige Menschen in Österreich, der Schweiz, Brasilien, Italien, den Vereinigten Staaten und Namibia. Nach Russisch ist Deutsch die zweithäufigste Muttersprache in Europa. Das war die Geschichte der deutschen Sprache, erzählt auf Deutsch. Ich hoffe, dass Sie das genossen haben und vielleicht etwas Neues gelernt haben. Wenn Sie dieses Video gemocht haben, vergessen Sie nicht, den Like-Knopf zu drücken und abonnieren Sie zu meinem Kanal, dass Sie mehr Sprachvideos bekommen können. Tack för idag, Lehitraot, tschüss und auf Wiedersehen!